Ja, Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute kommen wir zu unserem hoffentlich letzten und abschließenden Arbeitstag an unseren Golfs. Dazu haben wir heute interessante Zuschauer dabei, die uns heute den Tag dementsprechend ein wenig über die Schulter schauen. Und dazu werden wir heute Golf Nummer 2 auseinanderschneiden. Oh, und loslegen. Nützt ja nichts, ne? Ja. So einen funktionierenden Stift wäre das gar nicht so verkehrt. So, nächster Schritt würde ich sagen, angezeichnet wurde jetzt. Die Maße haben uns, Übel haben uns selber rausgesucht, wie man das ungefähr am besten gestalten könnte. Ja, wie gesagt, angezeichnet ist jetzt. Jetzt fangen wir innen mit dem Auto an zu schneiden. Hat den einzigsten Grund, weil das Auto beim Schneiden ja quasi auseinanderbrechen möchte. Damit die Flex sich nicht dauerhaft verhakt, fangen wir jetzt unten an. Arbeiten uns dann seitlich hoch und dann machen wir weiter mit dem Dach und dann mal schauen, wo wir hinkommen. Oder? Machen wir. Gut. Hast du gestern gesoffen? Scheiß Alkohol. Da ist der Strich. Sicherheit. Warum will der vorne runterfallen? Die gleiche Scheiße. Oh. So. Jetzt erste Hälfte durch, wie geht jetzt weiter? Jetzt bereiten wir das noch mal ein bisschen vor. Also einmal alles hier in Graten. Mal gucken, dass alles genau gerade voreinander steht. Dann werden wir die zweite Hälfte holen, die haben wir schon mal vorbereitet. Und dann sehen wir mal weiter. Ja. Ja, zweite Hälfte ist nun auch getrennt. Jetzt werden wir gleich die zweite Hälfte aufholen, alles vorbereiten und dann mal schauen, ob das geklappt hat, was wir so vorhaben. Ob es überhaupt passt, ne? Ja. Doch, passt. Ganz sicher. Passte das nicht? Das passt gleich. Da hier, die alte Knete ist da. Warte! Hier, jetzt klopft den da einfach rein! Hier einmal drauf! Reinhauen! Warte! So, ich versuche jetzt die Bremsen fertig zu kriegen, oder umzubauen, weil wir haben ja das Hinterteil abgeschnitten und hinten hat man ja eigentlich auch Bremsen. Nur das müssen wir jetzt irgendwie dicht kriegen, die zwei Leitungen, ansonsten haben wir keinen Bremsdruck, geht der einfach verloren. Deswegen will ich jetzt versuchen, dass ich die Leitung dicht kriege. Funktioniert, weiß ich nicht. Wo hast du deine Ahnung vom Schrauben her?
Ich sag mal so, ich habe mir vieles selber beigebracht. Ich bin schon seit klein auf, nehme ich alles auseinander und wieder zusammen. Und hat man eigentlich so mit der Zeit gelernt. Jo. Viel herausfinden. Manchmal geht auch was kaputt, aber das ist halt so, ne? Also erzähl mir doch nochmal, was du da machst. So, warte. Das hier ist der Bremse oder der Bremskolben. Halt ein Bremskraftverstärker. Da gehen halt die 4 Bremsleitungen für die 4 Räder hin. Und jetzt nehme ich die beiden, die nach hinten gehen. Habe ich, die eine habe ich schon abgeschraubt, die andere muss ich noch. Und dann versuche ich diese Leitung irgendwie dicht zu kriegen. Entweder mit dem Schweißgerät da einmal hinten zuschweißen oder ich weiß es noch nicht. Aber irgendwie machen wir es dicht. Marc, Schweißprobe. So, wir haben diese Leitung, ich habe die ja vorher abgeschliffen und jetzt hat er die mit dem Schweißgerät einfach verschweißt. Einmal hier dicht gemacht. Hoffentlich dicht. Also ich baue das jetzt ein und gucke, ob es dicht ist. Ist wieder gefuscht. Ja, fertig gefuscht. Ich habe jetzt ein bisschen Silikon hier reingeschmiert. Einfach nur so, wenn es jetzt hier nicht dicht ist, dass der Silikonbrocken sich da durchschiebt und das gleich noch abdichtet. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber muss wohl. Ich schraube die jetzt mal wieder rein und dann ausprobieren. Thema Tank, das war auch noch eine große Frage. Weil wir haben ja die beiden Hinterhälften haben wir abgemacht und da war ja leider der Tank. Also brauchten wir noch einen neuen. Das haben wir uns jetzt einfallen lassen. Wir haben uns selber einen zusammengeschweißt. Nur da müssen wir jetzt nochmal Benzinpumpen brauchen wir extra. Haben wir uns auch schon aufgestellt. 2 Stück für 2 Motoren. Einfach ganz normale handelsübliche Benzinpumpen. Das ist handelsüblich, einfach bestellt, was da war. Deswegen will ich hoffen, dass es funktioniert. Das ist einfach Benzinpumpe. Und wir müssen noch ein paar Löcher in den Tank machen. Wir brauchen einmal für die Benzinpumpe, wo die Benzin raussaugt. Dann noch einmal einen Rücklauf und eine Entlüftung. Und das machen wir jetzt mal. Also das Problem war quasi aus 2 Tanks einzumachen? Ja. Oder? Wir können ja nicht den anderen Tank einfach nehmen und so gesehen beide Autos damit speisen, weil der braucht ja einen gewissen Druck und die gewisse Menge, ne? Und ja auf einmal 2 Motoren von laufen. Nicht, dass man nur mit dem Standgas rumfahren kann. Das wäre nämlich blöd. Das wollen wir nicht. Deswegen haben wir 2 Pumpen. Wir haben uns auch ein bisschen Rohr geholt, was wir einfach gleich ein Loch reinbohren. Kommt das Rohr hier rein. So gesehen. Und es wird unten ein bisschen schräg angeschnitten, dass noch Flüssigkeit durch kann. Und dann können wir von oben Schlauch anschließen, dann auf die Pumpe drauf und ja, von der Pumpe zum Motor hin. So haben wir uns das gedacht. Jo. Und das funktioniert. Denke ich. Vielleicht schon mal ein paar Löcher bohren. Bis auf den Boden. Kann man sagen, wofür das ist? Das wird die Saugleitung. Habe ich extra jetzt schräg angeschnitten, damit die wird ja jetzt von oben in den Tank reingesteckt, aber die wird ja platt aufliegen auf dem Boden im Tank. Deswegen habe ich die schräg angeflext, dass wir noch Benzin kriegen. Ja, noch ein Loch und hält doch. Und Stefan brauchst du den Tank. Ja. Und sind auch Späne drin. Nein! Sicher? Warte. Das hört sich aber anders an. Oh! Nein, den müssen wir gleich mal ein bisschen durchspülen. So. Zumindest erst versuchen. Geht's? Toll. Das sieht aus wie gewollt, ne? Ja. Nee, du kannst machen, du bist hier frei bewegen. Wer sagt, dass du jetzt anzaubern?
Ja, ich sehe jetzt zu, dass die Karre einigermaßen wieder dicht wird, weil wir die ganze Karosse nicht vollflächig verschweißt haben, sondern punktuell. Und da das Auto jedes Mal draußen stehen wird, werden wir jetzt mit Acryl zusehen, dass wir dann wieder überstreichen können, bis es einigermaßen dicht wird und dann sollte das wieder funktionieren hier. Hast du Schiss, dass kalt drin wird, oder was? Ja, kalt wird es nicht, aber ich denke, man findet nicht ganz so lustig, wenn man nachher jedes Mal in so einem Schimmelauto sitzen muss. Und da dieses Auto ja eigentlich für etwas längere Zeit gebaut sein sollte, denke ich, dass das eine gute Lösung ist, wenn wir das Ganze jetzt nochmal absiegeln und dann. Alles klar. Wusstest du beim Tank eigentlich, was du da tust? Nö. Einfach mal gemacht. Sieht man. Ja, Acryl ist auch nicht mehr so. Ja, es ist kalt. Ne? Dann heißt du Braucht kein Kunstwerk werden, ne? Richtig. Weiß ja, ne? Wer gar nichts kann, malt Wände an. Gruß geht raus an alle Maler. An deiner Freundin. Ups. Ups. Das darf ich nie sagen, ey. Dann kriegen wir einen um den. Alter, was schmiert hier rum? Ekelig. Ja, Vollfläche mit der Hand da ruhig. Perfekt. Nur eins. Gerade dran schreiben, Vorsicht, frisch. Toll, wenn man sich auf den Sitz konzentriert. Die Tür machen wir selbstverständlich auf, damit die nicht Leide tragen. Hierbei achten wir natürlich nicht auf Läufer. Wir sind ja keine gelernten Maler oder Lackierer. Das ist jetzt der letzte Step, bevor wir die Schüssel umdrehen im Zündschloss und dann hoffen wir, dass die ganze Chose hier läuft. Aber ich denke, wir sind da Gutes, dass das alles gleich schüssig ist und funktioniert. Wollen wir ausprobieren, ob da jetzt alles funktioniert? Ja, ich würde sagen, Schüssel umdrehen, Zündung einmal einschalten, gucken, ob die Pumpen überhaupt angesteuert werden. Ne? Ob da irgendwo Benzin oder so wegspritzt. Sollen wir gucken, ja. Machen wir jetzt mal Zündung an. Ja, machen wir bei dir. Und? So, Pumpe läuft, ist auch scheinbar alles dicht soweit. Und wir starten. Ja, probier's aber mal, ne? So, ist noch ein bisschen Luft in der Leitung. Muss noch ein, zwei Mal. Läuft, ne? Ja, da muss. Pumpe läuft auf jeden Fall. Ja. Scheinbar auch dicht, ja. Start. Start mal. Ja, läuft. Ja, tipptopp. Ich würde sagen Probefahrt, ne? Probefahrt. Probefahrt. Vorher tanken wir aber erst. Etwas, ne? Sonst kommen wir nicht weit, ne? Okay, ich laufe. So, machen wir eine Probefahrt, oder? Ja, würde ich auch sagen, oder? Wollen wir es mal ausprobieren. Jetzt repariert.
Das ist die Verzahnung, Io. Wir hatten dafür einen zweiten Schlüssel. Ja, der war nur zum Abschließen. Mit dem einen konnte man gar nicht starten. Das liegt doch nicht am Schlüssel, oder? Kann er eigentlich nicht. Plastikkacke. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei, im Fernsehen nachzuschauen. Ja klar. Also, du hast gerade Die Turntasche rein. ja, zwei Kameras ist zu viel. Okay, bitte. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß im Fernsehen bei diesem Projekt zuzuschauen. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig. Ich hoffe, wir werden auch viel von euch hören, von uns sehen. Wir sehen uns. Bis dahin.